In der Provinz Beludschistan in Pakistan gab es einen Anschlag auf einen Transporter, der chinesische Arbeiter transportierte. Den ersten Angaben zufolge starben dabei 2 Kinder, die auf der Straße spielten. 3 weitere Personen wurden verletzt, davon ein Chinese. Bereits am 14. Juli gab es einen anderen Anschlag auf Bauarbeiter, wobei 13 Menschen starben, davon 10 Chinesen. Die Kanzlerin Deutschlands Merkel besucht zum letzten Mal Russland während ihrer auslaufenden Amtszeit nach 16 Jahren. Das Hauptthema war die Situation in Afghanistan. Merkel betonte, dass man mit den Taliban verhandeln müsse. Nach dem Cyberangriff auf T-Mobile hat das Unternehmen Angaben zum Schaden gemacht. In dem gestohlenen Datensatz waren den Angaben zufolge die Informationen von rund 7,8 Millionen Vertragskunden sowie von rund 40 Millionen früheren oder potenziellen Kunden und rund 850.000 Kunden mit Guthabenkonten. Suhail Shahin, ein Sprecher der Taliban, sagte dem chinesischen TV bezüglich der Situation in Afghanistan, dass China eine Wirtschaftsmacht sei und dementsprechend bei dem Aufbau in Afghanistan eine große Rolle einnehmen könne. Malaysias König hat nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Muhyiddin Yassin dessen bisherigen Stellvertreter Ismail Sabri Yaakob zum neuen Regierungschef bestimmt. Er soll am Samstag offiziell vereidigt werden. Toyota stellt seine Produktion in Frankreich für 2 Wochen aufgrund von Logistikschwierigkeiten in der Corona-Krise ein. Der US-Außenminister sanktioniert 2 russische Einrichtungen und ein Schiff, die an Nord Stream 2 beteiligt sind. Wen die Maßnahmen genau treffen, ist noch unklar. Türkische Soldaten haben sich um ein 2 Monate altes Baby in Kabul gekümmert, welches durch das Chaos am Flughafen seine Mutter verlor. Die Soldaten haben den Vater und das Baby in Sicherheit gebracht. Sie versorgten das Baby und übergaben es schließlich dem Vater.